Salut zusammen und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Meine Damen und Herren, wir sind wieder da und wie ich gerade gesehen habe, letztes Mal haben wir schon bereits die 90. Folge gehabt. Noch 10 Folgen trennen uns von der 100. Folge von meinem Podcast. Was recht viel ist, ehrlich gesagt. Also mache ich das eigentlich jetzt schon ein Zeitchen. Gut, es hat auch mal eine Pause gegeben, wo ich lange keinen Podcast gemacht habe. Aber jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge. Also, ja, was soll ich sagen? Ein Fakt, etwas zu erzählen, was in dem Sinn gerade passiert, was ihr vielleicht auch selber gesehen und ihr einfach mal meine Meinung dazu könnt wissen. Aber wir sind gleich bei der 100. Folge. Von dem her vielen, vielen herzlichen Dank an jede Person draussen, die hier und da ab und zu meinen Podcast einschaltet oder sogar immer meinen Podcast einschaltet. Ich habe jetzt so gesehen, letztes Mal habe ich es so gemacht, dass ich die Podcast-Folge sehr erste Mal auf Schweizerdeutsch habe geschrieben. Und sehr wahrscheinlich auf YouTube auf jeden Fall sind mehr Leute dazugekommen, die den Podcast gerade von Anfang an sich reingezogen haben. Also wenn du eine von diesen Personen bist, dann vielen, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen, falls du mich vorher noch nicht kennt. Also ja, ich weiss, ich mache auch andere Schüssel, immer noch, ganz klar. Also ich mache auch andere Sachen, immer noch, auch andere Videos. Aber was soll ich sagen, Podcast geht in dem Sinn von dem her fast am einfachsten, nebst den anderen Projekten, die ich hier und da auch ein bisschen habe. Also ich mache auch viel Off-Cam, zum Beispiel eben 3D-Druck oder Gravierdruck, ich wollte immer noch Gravierdruck sagen, Entschuldigung, Lasergravur, da mache ich immer noch sehr viel, aber was ich letztes Mal gerade wieder gemacht habe, kann ich nicht gerne sagen, sogar zeigen, Moment. Also jeder, der auf YouTube jetzt den Podcast schaut, aka Videocast, oder auf Spotify auf die Videofunktion hat umgeschaut, sieht sie jetzt, das gute Ding hier, das habe ich gemacht. Ich weiss, man sieht es jetzt nicht so gut in diesem Licht. Was ist es? Eine Box. Das ist eigentlich für Wattestäbchen. Also, dass man die Wattestäbchen hier oben rein tun kann und dann kommen sie einfach unten raus. Weil das Pack von den Wattestäbchen hat mich einfach gestört. Es hat irgendwie zu viel Platz weggenommen, da die ganze Box. Da habe ich halt so etwas gemacht. Nur ist halt das Seich gesehen, was mir schnell ist aufgefallen, man die Wattestäbchen eben muss einzeln einfüllen. Und dann sind die mal gerade rein, dann sind schräg rein. Und das ist richtig in ein Chaos reingekommen. Dann hat meine bessere Hälfte gesagt, komm, mach doch nochmal so ein Modell, aber mach eins, wo die ganze Box gerade drinnen Platz hat. Ja, und jetzt habe ich das ausgedruckt und jetzt steht das bei uns im Badzimmer und wird nie gebraucht. Nein, natürlich wird das verwendet. Also ich bin immer noch einer, der öfters Wattestäbchen verwendet. Ich bin zwar vorsichtiger geworden im Vergleich zu früher, weil Wattestäbchen, mit dem kannst du sehr viel kaputt machen. Viele Ohrenärzte empfehlen ja auch, dass du grundsätzlich kein Wattestäbchen brauchst. Ja, die Folge jetzt heute, die wird am Montag aufgenommen, am 29.07. Übrigens, liebe Grüße noch an meine Cousine, die Melanie. Sie ist erst gerade Mutter geworden mit ihrem Mann zusammen im Zimpel. Also, nicht er ist schon Mutter geworden, sondern die sind beide älter geworden. Viele, viele herzliche Glückwünsche. Ja, was ist passiert oder was ist heute gerade so mir entgegengeschossen gekommen? Jetzt zeige ich es gerne mal. 20 Minuten hat der Artikel hier geteilt. Traumjob, adieu, Mango ersetzt Models durch KI. Zukunft für die Models, Fotografinnen und Visagisten wird zunehmend ungewiss. KI klaut ihre Jobs. Eben das Model von Mango, das jetzt verwendet wurde, also das Model ist fake. Sehen wir hier ganz klar bei der Gesichtspartie, dass das nicht echt ist. Aber gekleidet, die sind tatsächlich echt. Ja, was soll ich sagen? Dass man da schreibt, Traumjob, adieu. Ich weiss, viele Kiddies träumen immer noch davon, dass Model ein Traumjob ist. Und ich muss einfach sagen, ja und nein. Also ich bin froh, bin ich klein und fett und weiss nicht was, dass ich nie irgendwie jetzt letzt eben zu einem Modeljob wäre gekommen und hässlich. Nein, ich bin wirklich aus, dass man in dem Sinn mich nicht als Model einstellen wollte. Vielen herzlichen Dank. Aber eben, ich würde echt nicht sagen, dass das jetzt ein Traumjob wäre, weil dort wird so viel von dir verlangt. Zum Glück hat sich ein bisschen geändert,
Aber ich muss immer noch sagen, es ist immer noch ein harter Job. Und wenn du dort nicht mitmachst, beziehungsweise meine Kollegin, ich sage jetzt den Namen nicht, aber meine Kollegin hat gesagt, ihr hat mir dann mit, glaube 50 Kilo gesagt, sie soll noch 5 weiter runter, auf 45. Also ihre Modelagentur hat ihr dann gesagt, sie soll auf 45 runtermagern. Und sie ist eine 1,90 Meter Frau, wohlverstanden. Sie ist 1,90 Meter. Also, als sie mir das dann hat erzählt, habe ich gedacht, ui, da verstehe ich natürlich, dass du dort aufgehört hast. Weil eben das ist einer von diesen Punkten, wo sie hat gesagt hat, bis dahin, da höre ich auf. Da mache ich nicht weiter. Aber ja, Mango ist in dem Fall jetzt eine von denen, die auf KI-Models setzt. Man hat ja auch immer gesagt, ja, Models, sie werden sexuell dargestellt oder eben, sie werden irgendwie ausgebeutet oder was auch immer. Und ich muss sagen, ja, sicher zu einem gewissen Punkt hier schon. Oder eben, sie werden psychisch so kaputt gemacht, wie eben, ja, gang noch weiter runter mit dem Gewicht, obwohl du schon wirklich recht mager bist. Aber dass auch die Eltern da das mitmachen, schon das finde ich heftig. Klar, man kann in dem Sinn da etwas sicher rausholen, wenn man in dem Sinn das Kind dorthin schickt. Sicher das nicht gratis macht, aber also wirklich jeder, der diesen Job macht, wenn du draussen zum Beispiel als Model bist oder mal in diesem Job bist gesehen, von längerer Zeit, nicht vielleicht von heute oder erst gerade oder noch bist, was ist deine Meinung dazu? Schreib mir es in die Kommentare. Noch ein anderes Thema. Ich zum Beispiel als Video-Creator, also Content-Creator, ich mache ja nicht nur Videos, habe erst gerade mitbekommen, irgendwie habe ich es gar nicht so realisiert, dass Adobe, also wenn Adobe nichts sagt, Photoshop ist glaube ich bei den Leuten mehr ein Begriff, Adobe jetzt Nutzungsbedingungen hat geändert, in Form von, dass sie gesagt haben, hey, los, wir nutzen die Fotos oder die Arbeiten, die du machst, nutzen wir in dem Sinn, für dass unser KI-Modell lernen kann. Und das ist interessant, weil eigentlich ist ja die Aussage dann zumal gesehen, dass die KI lernt aufgrund der Stockfotos, die Adobe bereits in ihrer Bibliothek hat. Warum jetzt also plötzlich die Arbeiten von dir brauchen? Als Fotograf oder als eben Content Creator. Warum jetzt plötzlich? Vor allem stellt man sich auch die Frage, jetzt angenommen, du bist jemand, der Aktfotografie macht und dann nutzt Adobe plötzlich eben deine Werke. Klar gibt es in dem Sinne die Funktion auf Adobe selber, also auf der Webseite, wo du nachher das kannst unterbinden. Ich kann es gerne mal zeigen. Wir befinden uns jetzt hier bei Adobe Start, also Adobe Home. Dann geht man hier auf Konto verwalten, dann macht eine neue Seite auf. Und jetzt oben, das sieht ihr halt nicht, weil ich es abgeschnitten habe, gibt es Überblick, Konto und Sicherheit. Da geht ihr auf Konto und Sicherheit und auf Datenschutz. Bei Daten- und Datenschutzeinstellungen nimmt ihr einfach vor allem den hier raus. Also ich habe beide ausgeschaltet. Eben wegen der Information zu meiner Nutzung, das möchte ich eigentlich nicht. Aber eben vor allem hier, ich erlaube Adobe Mini auf den Server von Adobe verbreiteten oder gespeicherten Inhalt zur Produktverbesserung zu analysieren. Das ausschalten. Das wirklich ausschalten. Weil wenn du eben ein Foto machst und das in die Cloud speicherst, dann automatisch kann Adobe das nachher analysieren und anhand von dem eben das KI-Modell trainieren. Klar, sie machen auch ein bisschen einen, sage ich mal, auf Kontrolleur, dass sie sagen, okay, wird hier alles legal dargestellt, was auf diesem Werk zu sehen ist. Aber sagen wir jetzt, jemand macht auch Babyfotografie. Eben, meine Cousine, die ist jetzt Mutter geworden, die geht zu einer Fotografin oder zu einem Fotograf und der bearbeitet Bilder bei Photoshop. Mit einem Baby. Wir wissen alle, wie die meisten Fotos aussehen. Also Babys liegen je nachdem manchmal auch in einem Körbchen, nichts an, je nachdem. Und die gehen dann zu Adobe auf den Server. Also ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, das war gerade das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin das ausgeschaltet. Weil es ist grundsätzlich so, wie jede andere Nutzungsvereinbarung, die dir mal vorne aufblinkt.
auf dem Desktop oder auf dem Nattel. Es steht einfach ein riesen langer Text. Klar, jeder liest ihn durch. Nein, eben nicht. Man akzeptiert ihn einfach. Und da hat man natürlich gerade akzeptiert, ja, du darfst das gerne dort drauf haben. Das Ding ist halt, wenn du dort nicht hättest zugestimmt, gerade von Anfang an, hat man gesagt, okay, gut, dann hast du keinen Zugang mehr zu deinen Werken. Egal. Ja, so einfach ist es. Da habe ich eben jetzt gesehen, okay, dort kann man einfach so eine Regel schieben. Ich muss dann halt jetzt schauen, sobald ich das Thumbnail mache, also das Bild für auf YouTube, wie tut es sich da verheben. Aber wenn das natürlich mich jetzt auch würde ausschließen, dann ganz klar, dann wäre es für mich auch ein Grund zu sagen, der wechsle. Auch schon preistechnisch sind wir uns mal bewusst. Preistechnisch, also für das Abo, das ich jetzt hier von Adobe habe, zahle ich glaube 140 oder 114 irgendwie so pro Jahr. Und ich habe nur Fotosachen, also Lightroom, Photoshop, Bridge, die sind dort in dem Sinn drin. Im Vergleich zu Affinity Photo, was es ja auch noch gibt, und Affinity Designer, dort zahlst du einmalig und hast das Programm. Du zahlst nachher nicht jährlich immer und immer wieder für ein Abo-Modell. Ich weiss, inzwischen haben je nachdem Tech-Unternehmen so eine grosse Sicht auf, dass sie alles nur noch per Abo rausgeben. Das ist auch momentan ein bisschen die Gefahr oder das Bedenken bei einem Ring, der je nachdem mal von Apple kommen könnte. Also wenn von Apple ein Smart Ring könnte kommen, wie es von Aura geht, wie es von Ultra Human geht, jetzt von Samsung gibt es ja auch ein Smart Ring. Und man geht davon aus, dass auch von Apple irgendwann ein Smart Ring wird kommen. Und viele sagen jetzt natürlich, okay, es wird einfach, je nachdem, kritisch für Apple, wenn sie auch dort würden ein Abo machen. Ich persönlich, oder meine Vermutung, dass so ein Apple Ring nachher implementiert wird in einem Abo wie iCloud. Also es gibt ja das Abo bei Apple, wo iCloud drin ist, Apple Arcade, also für die Spiele, Arcade ist da drin, der Speicher für Cloud da selber ist drin, Apple Music ist ja dort noch drin. Es gibt in dem Sinne wirklich mehrere Bereiche, wo du mit einem einzigen Abo hast abdeckt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn natürlich jetzt ein Smart Ring von Apple wird kommen, dass man in dem Sinne das auch dort drin würde implementieren. Aber ja, wir werden es in dem Sinne sehen. Ich finde es einfach schade, dass immer wie mehr Tech-Unternehmen eben jetzt so aufsteigen auf den Zug von einem Abo-Modell. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch jetzt ein Velo kaufen, keine Ahnung, Flyer oder so, und müsstet entweder jeden Monat oder jedes Jahr einen gewissen Beitrag zahlen. Obwohl ihr in dem Sinn irgendwann das Velo so oder so hättet abzahlt. Weil sind wir uns bewusst, früher, ich glaube 2014, sind sie mit dem Abo-Modell gekommen, ich glaube 2014 etwa, oder später, ich weiß gerade nicht mehr, wenn sie mit dem Abo-Modell sind, Photoshop, also Adobe. Aber dort hat man die ganze Sache noch können kaufen, wie jetzt eben bei Affinity. Und ich glaube auch, Affinity, also Serif, weiss, wenn wir jetzt so ein Abo-Modell machen würden, dann würde ja auch jeder abspringen. Ich meine, viele Leute sind dementsprechend auch schon bereits abgesprungen bei Adobe Premiere, weil sie gesagt haben, hey, DaVinci Resolve kann immer wie mehr. Warum nicht ein einziges Mal zahlen für die Studio-Version? Und dann habe ich dort die ganze Zeit das Update. So habe ich das dann zumal auch gemacht. Ich habe lange auf Final Cut bei Apple gearbeitet und dann habe ich etwas gesucht, wo ich in dem Sinn schon ein Gefühl dafür habe. Und ich habe eine Testversion probiert von Premiere und bin gar nicht schlag gekommen. Ich war wirklich gerade überfordert gewesen. Jede Premiere-Nutzerin und Nutzer wird mich jetzt gerade auslachen. Bei DaVinci habe ich mich gerade sofort daheim gefühlt. Wirklich. Gerade sofort. Es ist so verständlich, obwohl es nicht einmal auf Deutsch ist, aber es ist so verständlich. Ich habe in dieser Zeit, seit ich DaVinci Resolve brauche, habe ich kann es immer noch ein oder zwei Hänge abzählen. Und das ist schon lange, wo ich es nutze. Also wo irgendwann mal das Programm wäre abgestürzt. Aber auch wenn es ist abgestürzt, meine Daten sind immer noch da gewesen. Und ich höre einfach von vielen Content Creators, dass sie langsam nicht mögen bei diesen ganzen Abstürzen von Premiere. Nochmal zum Erinnern,
man zahlt dort jährlich oder pro Monat, für das man das nutzen kann. Klar, kann man auch sagen, bei einem Nachteil ist es grundsätzlich genau das Gleiche. Wenn du ein Abo löst, bei einem Nachteil extra ein Abo löst, für das du ein Nachteil günstiger bekommst, zahlst du grundsätzlich auch viel mehr. Auch die ganzen Werbungen, die du immer wieder siehst von den Mobilfunkanbietern. Ja, bekomm gratis eine PS5, wenn du dieses und jenes Abo abschließt. Hey, weisst du, wie manchmal du dort eine PS5 damit hättest kaufen können, wenn du das Abo zuletzt hast abgezahlt? Ich meine, mein Funkanbieter läutet auch immer noch bei mir an und will immer, dass ich wieder mit dem Internet zurückkomme. Und jetzt habe ich ein Internetanbieter, wo ich muss sagen, ey, ich bin wirklich froh, ich bin happy, kaum irgendwie mal Probleme und so. Beim anderen die ganze Zeit. Und nein, jetzt sage ich jetzt nicht wer, ich kann jetzt noch viele vorstellen, aber ja, nicht, dass ich da noch Klagen bekomme von denen. Ja, es ist wieder heiß geworden, meine Damen und Herren. Es ist wirklich wieder heiß geworden. Hoi, hoi, hoi. Ja, morgen und übermorgen, also Dienstag und Mittwoch, sollte es über 30 Grad wieder werden. Also Dienstag, glaube ich, 31 und nachher dem Mittwoch sogar 32. Heul da die Welt für du. Aber ja, einfach genug trinken und vor allem auch genug Salz. Und ja, wenn ihr wollt, macht es genau gleich wie ich. Legt helle Kleidung an, am besten weiss. Weil dann haltet es auch ganz klar an der Sonne aus. Nicht so wie in sehr dunkler Kleidung. Von dem her, das wäre es gesehen für heute. Abonniert gerne meinen Kanal, abonniert gerne Spotify. Bei Spotify, wie gesagt, könnt ihr jetzt gerne einen Kommentar ablassen. Ja. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Zwergschnauze.